Ei, guten Tag, ihr Leid. So. Heit is a kum. Die Schrauberfolsch. Wo ich letztens schon machen wollte. Haben wir eigentlich unser Auto letztens ausgerammt? Ich glaube nicht. Nee, das müssen wir auch noch machen hier. Haben wir ordentlich Sache gesammelt. So, jetzt pass auf. Dann können wir gucken mal hier drauf. So, was haben wir dann hier? Jo, und du das sagst. Haben wir irgendwas im Inventar? Ne. So, jetzt pass auf. Wir tun erstmal gleich gemäß, wie immer, erstmal Auto ausrahmen. Das, was man generell nicht gern mache hier, Auto ausrahmen. Blablabla. Muss aber halt Sinn. Da hinten haben wir unser Kist. Komm schon mal her. Nein, schon mitkommen, ne? So. Dann rahmen wir erstmal da oben aus, ne? So grundsätzlich. Haben wir irgendwas, was hier bleiben sollte? Das da sollte hier bleiben, okay. Das da kommt mit. Ja. Und das da. Das drehen wir uns gleich richtig hin. So. Dann. Stauraum. Sieht eigentlich auch gut aus. Das da machen wir da oben hin. Erstmal die Klappe aufmachen, aber ich gehe erstmal da gucken. Ein Schräubchen und eine Gummientchen. Kann man alles mitnehmen. So. Ach, hier sieht es doch super aus. Kommen wir da rüber. Ja, das machen wir uns auch mit. Und das ist... Ja, da will ich eigentlich... Oh, shit. Sehe ich das richtig, dass ich vergessen habe? Oh, fuck, ich habe gar keine Reifen hingelegt und nix. Da müssen wir reparieren. Also, nicht reparieren, müssen wir neue Reifen herstellen. Ich meine, die alten waren jetzt so alt genug. Alles super soweit. So. Das war das. Mal her, was haben wir hier eigentlich drin? So, kann man das so dazu machen? Ich glaube, er bräuchte eh wieder ein paar neue Schränke. Den Lack will ich noch loswerden. Der kommt natürlich aufs Lackregal. Ja. Hier ist schon Motze hier irgendwie. Dusche dann endlich irgendwie Zeich rum. Bum. Ja, gleich. Erstmal schmeiße ich das gute Zeug. Ich bräuchte übrigens einen Staubsauger. Habe ich noch einen auf Halde irgendwo? Nachher. Da ist einer. Ja. Der Stickel. Achso, das ist der komische, geile Staubsauger. Egal. Ich nehme den trotzdem mal. Kann ich nämlich gebrauchen. Wo hau ich denn jetzt das hin? Hä? Achso. Jetzt geht das. So. Das da würde ich übrigens gerne wegmachen. So. Gut. Und jetzt tue ich mal die Müllpelle erstmal da hinmachen. Mal gucken, was wir Feines davor kriegen. 1, 2, eine Müllpelle. Und was ist das hier? Es ist noch eine Müllpelle, aber warum ist die End größer? Ist scheißegal. So. Und jetzt. Dann nehmen wir da. So, guck mal da, was wir gute Sache hier kriegen. Zack. Warum ist das? Die Lampe aber nicht rauskommen. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Haube Plastikcreme. Aufkleberkit, Wandgemälde. Was? Wieso kann ich das doch nicht insaugen? Inventar voll. Holla. Okay. Komm mal her. Kann ich das so einfach alles hinschmeißen? Ja. Okay. Ja, Moment. So nehme ich mit. Mach's doch hin. Und dann nehme ich das hier mit. Und trage es hier rein. Das ist nämlich großes Zeichen. Das ist ein großes Zeichen. So. Dann müssen wir noch gucken, wo wir das kleine Gedödel... Ah ja, warte mal, ich habe ja noch neue Aufkleber. Die will ich aufs Lackregal machen. Wo waren die? Okay. Also. Wo ist denn das Wandgemälde? Seltsamer Wagen. Blumig. Hä? Ja, dachte ich mir. So. Aufkleberkit, Wandgemälde. Okay. Wenn du das sagst. Was ist dann das doch hier eigentlich? Was macht dann das da oben? Das muss doch da nur noch. So.
Und du, darüber, dass da noch ein bisschen Platz ist. So, schön, schön. Gut. Gefällt mir soweit. Was ist denn das? Oh, Bio-Scheinwerfer. Oh ja, dann könnte man gleich inbauen. Weil, ja, abgeschirmter Scheinwerfer, schön und gut. Aber so Bio-Scheinwerfer ist halt schon deutlich geiler. So, aber den schmeißen wir natürlich nicht weg. Den nehmen wir und machen natürlich in den Schrank, wie sich das gehört. So. Dann nehmen wir das hier. Moment. Gucken wir, ob wir irgendwo noch ein Plätzchen finden. Ja, ein bisschen was haben wir hingerät. Hier noch was. Halten wir hier gerade in. Da, sicher, da noch ein bisschen was. Jetzt gucken wir noch da innen drin. Und dann haben wir auch schon mal aufgerahmt. Ah, da passt noch nichts mehr hin. So will ich eigentlich an der Zeit drin lassen. Ich habe doch, glaube ich, da hinten noch einer gebaut. Ja, genau, den benutze ich nur nie. Ja, guck dir das an. Zack. Was haben wir dann eigentlich da drin? Abgeschirmte Platte, Platte, Tür, Tür. Jeweils abgeschirmt. Okay, alles klar. So. Das kann man mal da los. So, zack. Jetzt geht's los. Also. Zuerst einmal, was brauchen wir hier? Das können wir bauen. Sehr gut. Ne, warte mal, das habe ich schon gebaut. Hahaha. Bevor ich es nochmal baue. So dumm bin ich jetzt auch nicht. Limmmagnet. Schnellzapfsäule. Autoteile Spinde. Pneumatischer Spind. Pneumatischer Spind macht mich schon irgendwie geil. Da bräuchte ich 3 Limmchips. Die kann ich mal aber irgendwie noch nicht bauen. Oh, ich muss niesen. Moment. Da, hat keiner gehört. Alles klar. Ich könnte mal den Plasmaverschrotter bauen. Dann wäre ich... Ich baue lieber den Magnethammer, weil für irgendwas brauchen wir den Magnethammer. Also, Magnethammer steht mal ganz oben auf der Liste schon mal. Wir gucken mal weiter. Platte mit Bleischicht, abgeschirmte, rülpsendes Häschen, korrosionsbeständig, Bleischicht. Welche wollte ich immer bauen? Stahl, gepanzerte, genau. Jetzt haben wir auch klebriger Kumpel. Jetzt kann ich mal, wenn ich so gepanzert die Tür baue. Panzerte Platte, Platte mit Bleischicht. Egal, weiter gucke. Hier haben wir schon alles. Ist ja der Kofferraum. Könnte man eigentlich bauen, ne? Aber 1,4 labile Energie. Ja, erstmal weiter gucken, ne? Das Tankgedönse. Plasmaladegerät. Das brauche ich eigentlich gar nicht so oft, weil ich halt einen anderen Scheiß hier habe, ne? Miniturbine wäre vielleicht nicht so schlecht. Lade die sich beim Fahren auf? Oder nur, wenn es windig ist, weißt du? Bleisäurebatterie, leckbeständige Batterie, XL-Dachbatterie, Anker-Energieumwandler. Ja, ist jetzt nichts so Interessantes, aber egal. So, Ressourcenradar, das ist doch schon mal. Ressourcen und Rohstoffe in der Nähe anzuzeigen. Schön für euch. Eine mobile Werkbank. Was ist denn da der Unterschied zu dem, was ich im Auto habe? Komplexere Gegenstände. Ja, aber als ob kann ich eh nicht bauen, ne? Nitroantrieb. Lazarus-Vorrichtung. Wird für eine absolute Notfallsituation an Breitband-Limmwellenlänge Analyse durch Analyse und verwendest deine gesamte Energie darauf, dich zu retten und wieder herzurichten. Theoretisch solltest du anschließend noch in einem Stück sein. Bin mir nicht mal ganz sicher, was das ist. Zeitdehner, das jetzt ist ja wohl geiler. Okay, weiter gucken. Ah ja, wir wollten uns so. So, also, so viel haben wir doch gar nicht, ne? Was man bauen könnte. Erstmal. Moment. Wie sieht's denn hier aus? Nicht so gut, weil du brauchst alles komisch Zeug. So, ich gucke erstmal, was ich hier bauen kann. Habe ich irgendwas, was ich noch nicht gebaut habe, aber durchaus brauchen könnte? Großer Benzinkanister.
Reifen muss ich bauen. Offroad-Reif. Da baue ich mir jetzt mal 4. 1, 2, 3, 4. Die Leinen jetzt halt alle vor mir, macht jetzt erstmal nichts. Scheinwerfer, abgeschirmter Scheinwerfer. Kann man ändern, Bio-Scheinwerfer kann man ändern. Tito kennt man bauen und dann Drahmacher. Habe ich auch keinen Bock drauf. Automatisch mitlaufen da irgendwas. Ich habe nur 34 von der Sumpfkoralle. Mann, ich habe gedacht, ich habe mehr. Auch halt ein Haufe Thermosaftkristalle. Und vor allen Dingen, ich brauche doch verdammt viel halt. Das Ding ist halt, was soll ich denn die alle hernehmen? Die kriege ich, soweit ich weiß, nur von den Putzis da. Wie heißen sie dann? Echt schon, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Baumbonbon, Bleiplätscher? Habe ich zu wenig für? Nee, den will ich ja gar nicht. Dem Schild brauche ich nicht. So, da brauche ich noch ein Baumbonbon und da brauche ich Olympium-Fragment. Habe ich alles noch nicht. Okay. Ich kann also erstmal quasi... Hoppala. Ah ja, mal Reif, stimmt. Quasi nichts Neues herstellen. Ist aber nicht weiter schlimm. So. Ich mach mal da jetzt einfach Reif hinnehmen, ja? Haben wir ja so beschlossen. Also wie man ja gemerkt hat, kann das schon mal vorkommen, dass man da Reif los wird. So. Wie sieht es dann eigentlich so reifenmäßig aus? Geht eigentlich noch, oder? So, ich hänge wieder fest. Offroad-Reif. Ja, die Reifs sind eigentlich jetzt hier dann soweit immer noch in Ordnung. Das ist schon mal gut. So. Soll ich vielleicht sogar 3 mitnehmen? Nee, 2 lange. Ich tue sie raus. Ich tue sie rausmache. Du mal so hier hinmache. Zack. Komm. So. Also, Ender müsste ich noch irgendwo da rumstehen. Genau. So. Dann werden wir jetzt halt gleich ein bisschen Gerätschaft. Also zuallererst mal. Leider unterm Auto irgendwas drunter. Ja, du leid irgendwas drunter. Habe ich noch gar nicht geholt. Zuallererst mal brauche ich den Magnethammer oder wie das heißt. Da muss ich mal gucken, wie ich da drunter. Ach, du leidst. Ich habe gar keine so Zerhackschnitzler mehr. Ja, das ist so. Das ist so ein Ding, ne? Dann gucke ich mal. Ich habe doch irgendwo noch einen Zerhackschnitzler gehabt. Da ist einer. Verschrotter, genau. Den meine ich doch. Den brauche ich. Den würde ich gerne Dohi machen und das dann lieber, dass das so alles in Ordnung hat. So. Ne, ich will da jetzt nicht darum bauen, habe ich gerade beschlossen. So. Also, wo waren wir? Hier wollte ich Sache bauen, ja. Hier sind wir soweit durch. Da. Den Magnethammer wollte ich auf alle Fälle bauen. Beziehungsweise den Plan wollte ich haben. Wo ich nicht bauen kann, ist halt eine andere Sache, ne? Ich gehe mal gleich gucken. Hoppala. Wie ist das? Nein, bin ich besoffen oder was? So. Ja. Oh, Zahnrad fehlt nur. Ja, Zahnrad habe ich. Ja, guck. Kann ich noch ein paar bauen. Ich baue mal ein paar. 5 oder so. So. Also, jetzt gucken wir mal hier. Magnethammer. Das ist der da. Und da brauchen wir 2 Limmagnete davor. Wie braucht man dann eigentlich Limmagnete? Weiß das jemand? Findet man das hier irgendwo, die Limmagnete? Limmschild. Zahnrad, Leiterplatte, Carbonglasfaser. Scheinbar nicht. Was steht denn eigentlich hier im Logbuch? Uiuiui. Strandball. Guck mal, lesen wir durch. Die Aufräumarbeiten gehen weiter, aber auch 6 Wochen nach der Laborexplosion im Februar finden wir immer noch mehr Gel, das in die Atmosphäre entwichen ist. Bei der Explosion wurden zwischen 700 und 800 Kubikmeter Material herausgeschleudert. Wir gehen davon aus, dass es sich zunächst über etwa 200 Quadratkilometer verteilte, aber angesichts der Beschaffenheit des Materials kann es durchaus noch weiter sein. Mit der Zeit scheint sich das meiste Gel in der Nähe des Bodens abzusetzen, unabhängig von den Umweltbedingungen, der Höhe oder dem Luftdruck. Aufgrund seiner Beschaffenheit ist es jedoch anfällig für starke Winde und meteorologische Veränderungen, sodass es viele Wochen dauern kann, bis wir ein vollständiges Bild vom Ausmaß der Verteilung haben.
Außerdem scheint es so, als ob ein großer Teil der Trümmer mit dem Gel vermischt wurde oder sogar in ihm schwebte, da es die Angewohnheit hat, Gegenstände, über die es fliegt, langsam zu absorbieren. Okay. Einmal hier die Ladestätte. Ja, das hätten wir alles schon. Okay. Sorry. Linker Trigger. So geht das. Reisebus. Wir haben gerade auch Dr. Paul verloren. Verdammt nochmal. Ja, geht gut. Ja, ich bin mir sicher. Ja, ich bleibe dran. Ja, genau. Er war fest davon überzeugt, dass es sicher war. Dieser verdammte Narr. Hören Sie zu. Befehlen Sie Ihren Männern zurückzubleiben. Dieses Exemplar ist noch gefährlicher als die anderen. Es ist als hätten sie sich weiterentwickelt. Ja, Sie haben richtig gehört. Mir ist egal, was Sie denken. Darüber können wir später noch streiten. Ich brauche jetzt erst einmal einen Rettungshubschrauber und niemand, wirklich niemand, darf sich bis aufs Weiteres diesen Dinger nähern. Vergessen Sie nicht, Captain, die Befehlskette hat sich gerade geändert. Ich habe jetzt das Sagen. Das ist eine Touristenfalle. Das ist was anderes wie Disto. Anscheinend entwickeln sich viele Anomalien im Laufe der Zeit durch eine Art Synthese. Das Sperrgebiet gestaltet sich unaufhörlich immer wieder wodurch neue Kombinationen der Merkwürdigkeiten entstehen, die uns schon einmal begegnet sind. Einige sind Unikate, andere setzen sich durch. Diese gigantischen, abscheulichen Amalgame gehören zu denen, die immer wieder entstehen. Sie sind anscheinend eine Kombination aus den Steinsäulen, die spontan aus dem Boden emporschießen, und den Crash-Test-Dummies. Alter Fuck. Die wiederum wohl in einer früheren Iteration mit der Kiste Claymore-Minen verschmolzen sind, die wir nirgends finden können. Was mich am meisten beeindruckt, ist der bemerkenswert stimmiges Verhalten. So unbeholfen sie auch sind, es ist fast so, als erfüllten sie eine bestimmte Funktion. Als ob sie zu Verteidigungszwecken oder zur Abschreckung entwickelt wurden. Angesichts der kontinuierlichen Synthese frage ich mich, ob das Sperrgebiet vielleicht nicht nur in ständigem Wandel begriffen ist, sondern sich sogar weiterentwickelt. Moment, heißt das, da kommen dann die Stelldinger aus dem Butte und explodieren auch noch oben drauf oder was? Das wäre natürlich krass. Teufelsmühle. Weißt du, was ein Staubteufel ist? Ja, genau, so ein kleiner Wirbelsturm. Gut, stell dir einen Staubteufel vor, aber mit der Kraft eines Sturms. Ja, eines Sturms. Lenny, du musst den Hörer an dein Ohr halten. Dein Ohr, ja, das Ding ähnelt einem Staubteufel, ist aber viel stärker. Wie ein kleiner, mächtiger Wirbelsturm. Stark genug, um Müll und selbst Steine aufzusaugen und herumzuwirbeln. Das Ding hat Collins sogar sowas wie eine Gehirnerschütterung verpasst. Eine Gehirnerschütterung, das ist, wenn du einen Brummschädel hast. Nein, nicht wenn du einen Brummschädel hast. Ich meine, eine Gehirnerschütterung ist so etwas wie ein Brummschädel. Was hast du gesagt? Ja, genau, wie ein Boxer. Hör zu, Lenny. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie das Ding einen Truck zu Kleinholz verarbeitet hat. Es hat einfach drauf eingeprügelt. Ich sagte eingeprügelt. Hey, halt den Hörer an dein Ohr, Mann. Lauter? Ich schrei doch schon, Lenny. Du hörst mir nicht zu. Ich versuche nur... Lenny, was ist bei dir los? Was machst du gerade? Ist jemand bei dir? Wer ist das? Was zur Hölle? Lenny, knutschst du gerade herum? Spuckende Seepocke. Okay, das ist dann das Letzte hier. Zuallererst müssen wir damit aufhören, diese Dinger Geysire zu nennen. Ein Geysir schießt eine Wasserfontäne in die Höhe, keine Gasfontäne. Diese Dinger spucken warme Luft aus und was auch immer genau dieser Schleim ist. Verstanden? Habt ihr das verstanden? Zweitens, was auch immer ihr tut, versucht keinesfalls in so ein Ding hineinzusteigen. Die sind so verdammt tief. Anscheinend stellt das Sperrgebiet nicht nur überirdisch alles auf den Kopf. Die Dinger sind anscheinend dünne Spalten, die durch das Aufreißen der Erdkruste entstanden sind. Die warme Luft scheint sogar aus dem Erdmantel zu kommen. Drittens, vielleicht haben sie sogar einen Vorteil. Wir glauben, dass sie eine Art Ventil sind, das verhindert, dass sich der Druck im Erdinneren noch weiter erhöht. Vielleicht ist das der Grund für die Abnahme der seismischen Aktivitäten im pazifischen Nordwesten. Hoffentlich wissen wir bald mehr. Nochmal, die Dinger sind keine Geysire, okay? Bitte nennt sie nicht Geysire. Du da drüben. Was hast du gesagt? Ja, stimmt. Sie sehen fast genauso aus. Nennt sie meinetwegen ruhig Seepocken. Ist mir egal. Ankerparty, das haben wir vorhin gehabt. Zufall, ein glücklicher Umstand oder ein aktiver Versuch, die Instabilitäten dieser Gegend des Sperrgebiets komplett zu beseitigen. Was auch der Grund sein mag, es wimmelt hier von Ankern. Da war mal letztens, gell? Sprengstoff. Ja, ist halt Sprengstoff, ne? Dann Limagnete kann man sammeln. Okay. Gefunden im Gebiet Rauchfelsnadeln. Aha. Ferromagnetisches, genügend Anziehungskraft für den Einsatz in Autos. Bla bla bla. Beschädigter Anker. Das wissen wir was es ist. Dann haben wir hier Werkzeuge. Klappen sie mal aus. Lass mal verschrotter. Ja, super. Hier haben wir nichts Neues. Ach ja. Aufkleber. Wandgemälde. Und Lackierungen. Grüner Lackbezug, Wahnsinn, ha? Oh, sind wir ganz baff.
Eieiei, da haben wir ja richtig was. Ich habe es endlich durchschaut. Das Sperrgebiet ähnelt einer Art Staatsqualle. Du weißt schon, wie portugiesische Galeeren, diese gefährlichen Biester, die Quallen ähneln, aber eigentlich keine Quallen sind. Früher hielt man sie für Quallen, aber in Wahrheit ist eine portugiesische Galeere eine riesige Kolonie verschiedener Organismen, die zusammen einen Superorganismus bilden. Eine Art Ökosystem, das aus vielen verschiedenen Einzelteilen besteht, die jeweils kein eigenes Bewusstsein haben. Das Sperrgebiet ist auch so etwas. Die einzelnen Anomalien sind stumpfsinnige Drohnen, aber gemeinsam arbeiten sie an etwas. Ja, ich habe noch nicht rausgefunden, woran, aber das werde ich noch. So, was gibt's denn hier noch? Ich habe noch irgendwas an Werkzeuge, wo ich noch nicht geguckt habe. Hilfsmittel. Überlade Argmut. Ja, ich kann jetzt mehr Energiemenge halten. Okay. So. Haben wir das jetzt auch geklärt. Weiter geht's. Wir können noch Sachen bauen. Wir haben noch irgendwelche Energie, die wir loswerden müssen. Schnellzapfsäule. Pneumatischer Spind. Das finde ich eigentlich geil. Können wir nicht machen, haben wir zu wenig Energie. Ich will Desto haben. Da brauche ich aber viel mehr Kristalle. So geht man lieber, ne? So fällt nur noch das da. Das könnte man aber eigentlich bauen, ne? Naja, fällt da das da noch. Könnte man abbauen. Ich würde gern am Auto die fortschrittliche Werkbank, verbesserte Kofferraumbox, so fehlt Carbonglasfaser. Habe ich, kann ich aber noch nicht bauen, glaube ich. Irgendwo war doch da irgendwas mit einem Werkzeugdingens. Mobile Werkzeugbank, genau. Eine magnetische Stoßstange, für was kann man denn die gebrauchen? Während der Fahrt Schrottteile vom Boden. Ein Anti-Schwerkraft-Emitter. Oh, das ist interessant. Eine mobile Werkbank und die. Ich kann die Lazarus-Vorrichtung. Die Lazarus-Vorrichtung. Ach so, ja, ich will die mobile Werkbank bauen, damit ich den Zeitdehner machen kann. Das erscheint mir interessant. So, ich nehme das doch einfach. Zack. So. So. Und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir dann schon noch Feines? Irgendwas mit Türe könnten wir mal machen. Abgeschirmte Stoßstange haben wir noch nicht, gell? Oh. Kniestand der Krabbler. Ja. Abgeschirmt, gepanzerte Tür. Was fehlt da? Da fehlt Limmenergie. Wir haben nur noch 0,4. Tja, das ist natürlich dumm. Aber hier könnte man was bauen. Korrosionsbeständige Stoßstange. Zustand 60. Schutz vor Säure. Aufgemutzte Stoßstange. Boah, das ist voll geil. Ja, voll geil, aber nicht machbar für mich. Tut mir leid. So, was haben wir dann hier Feines? So, wenn ich klimmen. Bim. Das könnte ich bauen. Könnte man elektroständige Batterie bauen und eine Dachbatterie. Aber will ich das? Mini-Turbine? Nee, ich lasse echt immer so, ne? Ressourcenradar, das interessiert mich eh nicht. Das ist mir egal. Nitro-Antrieb. Ja, aber will ich das halt haben? Ich meine, ich bin eh schon scheiße beim Autofahren. Ich habe eh zu wenig Energie. So, und als letztes hätten wir halt noch neue Motoren. Elektromotor. Motor mit Limchips. Das Problem ist halt, den habe ich mir ja gebaut und ich kann aber nicht, ich habe ihn freigeschaltet, aber ich kann ihn nicht bauen. Weil ich halt keine Teile habe. Umgelaufen, ne? Tja. Achso, ja, komm, wir gucken mal da oben. Das könnte ich mal bauen. Biofackel. Ich tue jetzt einfach nur unnötig mal Zeit verplempere. Einfach damit es weg ist. So. Biofackel. Jetzt gucken wir gleich, ob wir da oben die Laternen bauen können. Nee, schade. Weil das ist eigentlich geil, weil wenn ich dann nicht hier leichte Mist, welche? Das könnte ich mal noch bauen. Ich habe einen Haufen beschädigte Energien, weiß nicht, was ich damit machen soll. Verstärkter Scheinwerfer.
Ja, aber ist der verstärkte Scheinwerfer so geil wie der Bio-Scheinwerfer? Der ist halt schon... Er hat halt auch noch Schutz. Komm, den bauen wir mal. Weiß ich schon nicht, was ich machen soll. So, komm her. So. Verstärkter Scheinwerfer gebaut. Weiter doch nimmer. So. Das könnte ich noch bauen. Ja, ich weiß eh nicht, was ich mitmachen soll, ne? So, zack, hiermit. Alles gebaut. So. Dann können wir da eben noch irgendwas bauen, aber da will ich eigentlich nicht. Was haben wir hier eigentlich noch? Geländereif. Der ist halt auf der Stuhl. Aber eigentlich bin ich voll zufrieden mit der. Ne? Immer noch zufrieden. Was ist denn das? So eigentlich Power Grip Reif. Offroad B, Wasser 10. Ey, das ist schon so. Kann ich noch irgendwas bauen? Das da. Bleisäurebatterie. Sitzgestell. Oh, Sitzgestell? Geil. Bau mal. Ja, einfach weil wir haben ein Sitzgestell, wo glaube ich gar nichts drin ist. Innen, wo man die Handbrems-Scheiße direkt da gebaut haben, wo nichts getaucht hat. So. Jetzt haben wir hier, das Einzige, was wir noch haben, ist, wir können hier noch was freischalten. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Das da. Platte mit Bleischicht. Und das ist wirklich das Einzige, die Platte mit Bleischicht. Ne, das können wir auch noch. Korrosionsbeständige Stoßstange. Bauen wir die, oder? Oder sollen wir die Platte mit Bleischicht? 60, Strahlung 30. 60, Schutz vor Säure. Ich baue die doch. So. Jetzt haben wir einen Haufen neuer Scheißen, können davon aber wahrscheinlich nichts bauen. Jetzt haben wir her. Ja, jetzt können wir nichts mehr bauen. Sieht man deren gelbe Umrandung halt. Da habe ich dann auch irgendwann mal festgestellt. Ich weiß, bin voll schlau. So, die Biofackel können wir bauen. Gewöhnliche Fackel mit Werkwidung. Keine Ahnung, komm, wir bauen mal, ne? So, haben wir eine gebaut. Das da uns Zeichenfeld war mir halt schon klar. Schweißbrenner sowieso. Das haben wir schon noch nice. Korrosionsbeständige, ja. Carbonglasfaser können wir uns noch nicht bauen. Verstärkter Scheinwerfer braucht man Olympion-Fragmente. Ich habe keine Olympion-Fragmente. Bleisäure, da brauche ich Bleiplätsche. Ich keine Bleiplätscher mehr? Interessant. Ja, die sind ja einfach zu finden. Und die Lazarus-Vorrichtung braucht Sumpfeier. So. Aller gut. Was haben wir jetzt also gebaut? So komische Fackel. Wo sind sie denn? Das da? Ey, Biofackel haben wir gebaut. Strapazierfähigkeit 2000. Das da ist 750. Ja, aber wie ist denn das? Wenn ich dann irgendwo insteige, lasse ich die dann auch immer fallen? Weiß nicht. So, jetzt ist das, nein, wir haben jetzt die ganze Zeit verplempert mit so einem Scheiß. Ich wollte doch hier noch ein bisschen, sieht jetzt schon ziemlich brüchig. Alter, hinne rechts, ja, das ist die da. Halt ziemlich im Arsch. Gepanzerte Tür mit Bleischicht, gepanzerte Platte, also hier wirklich. Ich würde sagen, ich gehe. Im Moment würde ich mal sagen, ich gehe voll auf gepanzert. Also mache ich das so ab. Beziehungsweise ich lasse es drauf, das nächste Mal fertig. Jetzt geht's aber wieder da aus los, hey, das ist so ein. Guck mal her. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das doch gleich. Dann tun wir jetzt noch schnell das Auto verdingsbumse. Warte mal, guck mal her. Ab. Dann tun wir noch schnell das Auto verdingsbumse. So, was haben wir dann hier noch Schönes drin? Zeug. So, das langt mir eigentlich auch schon. Die hier nicht übertreiben. Machen wir da die Tiere zu. Da will ich dran, da will ich mal Zeug jetzt loswerden, so. Ja, du kannst doch ruhig rüber. Der normale, gell?
Und nicht das Plasma-Dingens, was wir haben. So, und dann nehme ich mir noch gleich Staubsauger naja mit. Machen wir mal das Tor erst zu. Das ist mal zu gewittrig hier. Staubsauger war hier. Wir bereiten jetzt gleich mal die Fahrt vor, fürs nächste Mal. Staubsauger wollte ich... Da. Na. Komm, du musst hier da runter. Das da nehme ich mal jetzt in die Hand. Ah, okay, das war es nicht geplant, aber egal. Wir lassen jetzt einfach mal alles, wie es ist, grundsätzlich. Kann man ja mal immer gebrauchen. So, ich kann da noch ein bisschen Batsch drauf. So krieg ich ein bisschen Batsch drauf. Das müsste noch okay sein. Oh, hier hat der Batsch drauf. Jetzt habe ich gleich kein Batsch mehr. Ah, ich glaube, es batscht. So. Aller gut. Ja, die kriegt A drauf. Was soll man das Auto noch ein bisschen lackieren? Mindestens so ein bisschen halt, ne? So, die Platte lassen wir mal. Das Ding geht bald kaputt, das ist nicht gut. So, was haben wir dann da hinten drin? Eine Tür. Aber wir brauchen... oh, jetzt habe ich schon natürlich zugemacht, schlau wie ich bin. Ja. Wir brauchen... eine Platte hätte ich noch gerne. Gepanzert im besten Fall oder so. Abgeschirmte Tür. Abgeschirmte Platte. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Die nehmen wir uns einfach mal mit. Jetzt haben wir es auf der Hand haben hier. So, guck. Das ist halt irgendwie ein bisschen schöner hier. So vielleicht. Und dann da. So. Boah, sieht gut aus, oder? Ja. So. Aller gut. Da oben sind wir soweit. Ah ja, guck mal, da könnte man noch viel mehr so Zeug mitnehmen. So Zeug halt, ne? Zum Beispiel Mechaniker-Kit könnten wir uns bauen. Oh, was haben wir dann hier drin eigentlich? Also wir haben dabei 2 Mechaniker-Kit, 2 Abdicht-Kit, Elektriker-Kit und ein bisschen Knatsch. Der Knatsch. Bitteschön. Und da oben haben wir drin, guck mal her. Machen wir das einfach da runter, ne? So. So. So, dann machen wir da immer wieder die Lampe gedönsen hin. Machen wir auch noch ein Kit, okay. Die Taschenlampe behalte ich. Aber das da machen wir dann hin. So. Der halt eh nicht mehr lang. Macht aber auch nix, ne? Also, der ist so noch drin. Alles klar. Die Fackel. Ne, ich will den nicht da haben, die Taschenlampe stattdessen. Machen wir da lieber. Und da vorne kommt der Hammer hin. Der Hammer. Hoppala. So. Aber ich will ja noch den Hammer mitnehmen. Haben wir dabei, ne? Der Hammer haben wir dabei. Haben wir nicht dabei? Haben wir nicht dabei? Ich weiß es nicht. Hä? Hab ich den nicht irgendwo hingemacht? Scheinbar nicht. Okay, dann müssen wir noch den Anna. Du bist kein Hammer. Den Anna Hammer holen. Moment. Pulshammer? Hey, habe ich den nicht gebaut? Ich nehme den auf jeden Fall mal mit. Das jetzt? Den haben wir nur gekauft, doch, den habe ich doch auch gebaut. Bin ich mal relativ sicher. Zeig ich mal her. Nö, wir haben noch nicht gebaut. Bauen wir eine Mone. So. Krasses Teil, hey. Krasses Teil. Den schmeiße ich aber in die Kofferraumkisten hin. Auch. Den nehme ich dann nur, wenn ich ihn halt wirklich brauche. So, der da wird bald kaputt gehen. Dann habe ich schon noch aber den da dabei.
einen normalen Hammer, den hier. Den schmeißen wir auch in die Kiste, den brauche ich im Moment auch noch nicht. So. Und jetzt geht's an die Planung von der Route. Was haben wir schon noch hier? Irgendein Benzintank? Das ist nicht was am Mensch. Sag mal her. Okay, das ist. Guck mal her. Der Rücksitztank, ja, der ist doch aber noch gut. So. Oh, der ist leer. Warum sagt mir doch keiner was? Naja. So. Auch natürlich noch auffüllen. Das bedeutet dann, dass. Boah, heißt es, dass du. Undicht. Undicht. Ich glaube, es hackt. So, wie repariere ich denn? Reparieren mit einem Abdichtkit. Okay. Gerade noch mal gesehen, Alter, dieser Tank undicht. Deswegen stinkt es bei mir im Auto so eine Benzin hier. Wie macht man das? So irgendwie, gell? Oder wie? Ne, so eben. Abdichtkit hier. So. Puff. So, siehste. Jetzt kann man den tanken. Nimm den mit. Jawohl, ja. So. Wie sieht's denn da unten aus? Tank ist soweit in Ordnung. Da haben wir doch... Oh, der Benzinkanister ist auch noch voll. Alles soweit so super. Alles klar. So, das war's dann halt mit der Fummelfolsch. Strom aufgeben. Hier sieht es soweit so gut aus. Was ist denn? Ach ja, hinten habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Wie es da hinten aussieht. So, machen wir das auch noch gleich. Halt, sicher ist sicher, ne? Das schmeiße ich aber da unten jetzt. So. Dann wird ja nur noch... Das ist immer noch hin. Als Gepäckträger. Und das Batteriedingens. Oh. Ja, hopp, komm, kein schlimmer Sinn. Ist soweit in Ordnung. Jetzt müssen wir... Alter, machen wir die Dier dazu, was zieht. Jetzt gucken wir jetzt mal, wie wir jetzt halt gleich weitermachen. Aha. Grundsätzlich müssen wir also da nur... Also mein Plan ist halt wirklich, wir machen E6. Dann heizen wir da möglichst schnell durch. Und machen da dann ein bisschen gechillteres. Und da nuff, dann wieder schnell durch, dass wir da hochkommen. So ist der Plan. Oder halt so rum, so rum. Da haben wir nur ISO-Dingens. Das wäre auch möglich. Aber da oben waren wir halt schon, ne? Weil das müssen wir ja erst noch freischalten dann. Da, wenn wir da sind, da müssen wir dann, da kommen wir hier nicht weiter. Ja, wir müssen da hin. Ich könnte aber ganz außen rumfahren. 1, 2, 3. Ah, da geht's halt weiter. Ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge, ihr Leid. Dann rahme ich hier mal noch ein bisschen auf. Kommst du hin? Da könnte man noch was machen. Irgendwas zum Reparieren. Was kann ich denn da Feines machen? Ja. Nicht so viel, ne? Ja, dachte ich mir. Ja. Ja, hopp, das langt jetzt auch, oder? Finde ich nicht. Wir sind soweit gut ausgerüstet. Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und wir machen erstmal die Dier zu. Und dann sehen wir, wie wir in der nächsten Folge, wo wir dann hinfahren. Dann bis morgen. Tschüss.